Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Und jetzt gucken wir uns doch gerade mal in Liotto um. Meine Mama ist zum Karneval gegangen. Mama ist noch nicht zurück. Du könntest mir eigentlich Gesellschaft leisten. Ja, könnte ich, ja. Ob ich will, ist ja eine Sache. Okay, da haben wir nichts Interessantes hier in dem Zimmer. Dann gucken wir uns da erstmal hier auf den Karneval um. So, jetzt auch wieder so ein Hallodri-Typ mit der weißen Hose. Barwaffe besitzen verborgene Kräfte. Findest du nie, dann richtig mit raus. Okay. Machst du hier Werbung für der Händler? Hallo. Na, wie sieht's aus? Was hast denn du Schönes für uns? Serum ist es, ne? Ja, halt tödliche Vergiftung. Ja, geiler Scheiß. Telefon nehmen wir gleich mal 7er. Damit wir noch ein bisschen Spielraum haben, falls was anderes kommt. Was ist denn das? Provokantes Outfit. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kave kennt man es auch nicht. Du hast schon so viel Sache bei da, Kerl. Wissen ihr was? Jetzt ist die Zeit Kummer. Jetzt ist leider die Zeit Kummer. Jetzt müssen wir Zeich fortschmeißen. Jetzt wird's bitter. Ich trenne mich doch so ungern von dem Zeich. Das war halt mal erst die sollte ich nicht fortschmeißen. Letterwäsch, die habe ich mal als erstes gekauft, den Christa. Flickeumhang, kein schöner Mantel. Kommt ein Zombie-Fetze, den können wir fortschmeißen. Deswegen, komm. Soll's wirklich fort? Okay, es ist fort. Oh, scheiße. Okay, da holen wir das Ding jetzt einfach. Nur damit wir was Schönes haben. Holen wir uns hier das Ding, das provokante Outfit. Natürlich will ich das. So, damit rüste ich mich jetzt natürlich auch sofort aus. Ich kann hier nicht mit dem Plattepanzer durch die Gegend rennen. Ich renne hier lieber mit dem Clowns-Ding durch die Gegend. So. Okay. Quack, quack, quack. Okay, da ist noch Orakel neben dran. Da sollte man vielleicht auch mal reinschauen. Hallo. Hehe, die Sterne kennen deine Zukunft. Oh, ich mal so. Du wirst durch die Luft fliegen. Knolle sei ein Glücksbringer. Oh, wow. Okay. Cooler Scheiß. Bin ich definitiv dabei. Wie sieht's bei dir aus, du Hanebambel? Komm her, du. Na, komm her, du. Ich habe mich mit Schuhcreme eingerieben. Herzlichen Glückwunsch. Dafür habe ich leider keine Grußcard parat. Mein Sohn ist Fußballfan, der denkt an nichts anderes. Na, was soll's. Das Leben ist zu kurz und man soll das machen, was auch Spaß macht. Naja, ich bin jetzt nicht so wirklich der Fußballfan, muss ich dazu sagen. Ich bin, glaube ich, einer von den wenigen Männern, der Fußball hasst. Okay, der hat ein Pelé-Poster hier. Wie sieht's dann aus? Hallo, ich bin Fußballfan. Magst du Fußball? Jo, ich liebe Fußball. Oh Gott, ich bin Bayern-Fan. Ach du Scheiße. Mann, das sind die letzten Loser. Ja, so sieht's aus. Die mit ihrer eingekauften Teams, naja, das finde ich etwas dämlich. Ole, Rot-Weiß, Olaf, die Geschichte und so weiter, ne? Ich mag keinen Fußball. Was soll denn das dann sein, Fußball? Das weißt du nicht? Unfassbar. Und? Ich spreche nicht mit Leuten, die keine Ahnung von Fußball haben. Ach Gott. Kleiner Herr von und zu Fußball, ist doch gut. Ah, das ist noch so ein sehr gruseliger Clown mit Katz. Den fotografieren wir auch mal gleich. Zack. Und was ist mit dir? Ich liebe ich nur sehr kurz. Man sollte keine Sekunde vergeuden. Deswegen jongliert er hier. Ach, okay. Warum auch nicht? Was ist mit dir, du gruseliger Clown? Ja, aber steht die Liebesstatue. Liebende? Wenn dort so manche die Stunden verbracht. Das glaube ich da. Und hier mache ich auch mal ein Bild. Okay. Und was ist mit dir, du Weißhose hängst? Magst Torte werfen, Spieler? Was meinst du? Jo, du musst nur mit der Torte dort die Katze treffen. Einfach, oder? Fang schon an. Boah, das ist gemein. Glücklicherweise sind es nur Pappaufsteller und keine richtige Katze. Okay, dann nehmen wir die etwas merkwürdige Torte. Und das habe ich ja schon mal im 2. oder 3. Turm gesagt mit dem Werfer. Da können wir normal erreichen. Genauso auch hier. Und die Katze-Musik ist auch super. Und für die weiterhin müssen wir Alaf nehmen. Dann müssen wir rennen. Und dann treffen wir sie. Das ist eigentlich relativ easy. Da treffen wir noch normal. Und da hinten, zack, haben wir die auch erwischt. Und peng. Und ja, das sieht halt lustig aus, weil die so ein bisschen umklappen mit ihrem Katzenmund. Und zack, das treffen wir auch noch. Und der letzte machen wir auch noch aus dem Stand. So, schafft, du scheinst die Katze zu mögen. Als Dank kriegst du eine von meinen Lieblingssteinen. Steh dort, wahres Juwel. Jo, A kriegt einen Unerweltkristall. Also ich nehme an, dass die Dinger zumindest aus der Unterwelt kommen.
Weil da gibt es so jede Menge von den Dinger. Okay. Gehen wir mal dort entlang. Wieder so ein gruseliger Harlekin. Oh Gott, sehen das unten links in der Ecke, was da für eine steht? Ach die Scheiße. Die meiden wir mal lieber. Und gehen dann stattdessen durch zu der Frau, die hier das Bett macht. Ein Mann ist Fischer, aber das letzte Mal war der Fang nicht so besonders. Er hat gesagt, es hängt mit der Erscheinung von der Nixe-Insel zusammen. Ach Gott. Ist das Seemannskran oder kann man da wirklich was drauf geben? Und ich jetzt sage von der Mailin, verstecken wir uns jetzt hier hinter der Mülltonne. Scheiße, ich will nicht. Am Tag herrscht es sehr gut, die ausgelassene Stimmung. Aber nachts, ja, da geht die Luzi dann ab. Da wird dann Karneval zur Orgie, nämlich auch. Ach Gott, was ist dann hier? Ist unser Äffel nicht goldig? Er tanzt sogar Samba. Och Gott, ist das so? Na, Äffel. Samba tanzendes Äffel. Jetzt können wir hier auch etwas machen, was ziemlich gemein ist, aber ich mag es euch nur zeigen. Ich unterstütze das nicht. Ich mag es euch nur zeigen. Was machst du mit meinem Aff? Gewalt gegen Tiere ist etwas Unerentwickeltes. Unglaublich. Ja, ich weiß, es tut mir auch leid, Äffel. Ich mach sowas auch nicht. Ich hasse es auch, wenn Leute Gewalt gegen Tiere zeigen. Ich wollte euch nur zeigen, dass das hier im Spiel auch möglich ist und auch Konsequenzen hat, wenn man das macht. Na, du schöne Brasilianerin, was ist mit dir? Costa Rica liegt hinter der Berge im Nordwesten. Die Einwohner von Costa Rica pflegen seltsame Rituale. So sieht's aus. Früchte gegen den Dost, Äpfel nur 8 Taler und Melone 12er. Na komm, petz ich mal so ein Melönchen rein. Ich bin durstig, ich Kaffee. Wir hätten das Jahr gute Ernte gehabt. Erfrischend so Wassermelonen. Dankeschön, Herr. Ein Eis und Kaffee anzubieten für jeweils so 10 Taler. Boah, so ein Softeis wäre jetzt echt was. Das petzen wir uns gleich mal rein. Dankeschön. Okay, frisch vom Klauen. Und hinterm Eis gibt's natürlich nochmal erstmal einen schönen Kaffee. Boah, der bummt dann auf Ex runter, statt ihn zu genießen. Ich muss sagen, ich bin jetzt jeder Kaffeetrinker, det mich eigentlich als untypischer Kaffeetrinker bezeichnen, weil das, was ich trinke, das bezeichnen die meisten wirklich als Kaffee. Das ist 3/4 Kaffee, 1/4 Milch und ja, Zucker halt noch drin. Ich bin kein Kaffee-Schwarztrinker, muss ich sagen. Wenn er gut ist, hin und wieder Aramol, aber ich mag es lieber mit Milch und auch mit Zucker. Zur Not auch ohne Zucker. Oder ohne Milch. Geht beides. Alter Arme steht die Liebesstatue. Ja, das wissen wir ja schon, dass du was ist. Was ist mit dir, du weißer Hose hängst? Im Süden liegt der Hafer, dann kannst du das Seelei treffen. So. Und was gibt's dann hier? Ui. Schluss auf mexikanisches Essen. Lecker. Nur 10 Taler pro Spezialität. Boah, Tacos wären jetzt echt geil. Tacos sind ein feuriger Hackfleisch-Snack. Boah, ich liebe das. Tacos sind unglaublich geil. Schmeckt doch lecker, oder? Jo. Dann petzen wir uns auch Nachos hinterher. Nachos isst man mit Chili oder Tabasco-Sauce. Geil. Oh ja. Mezcal muss ich jetzt nicht unbedingt hinterher trinken, aber Nachos und Taco, das wär's jetzt. Im Kino mag ich eigentlich auch viel lieber die Nachos mit so einer Käsesoße, um ehrlich zu sein. Viel besser als Popcorn. So, bevor wir jetzt zu dem Giftzwerg gehen wir mal zu der Christusstatue hier in Rio de Janeiro. Und, ach Quatsch. Das ist ja das Sehenswürdigste hier. Deswegen machen wir hier natürlich sofort Bilder vor. Jetzt gehen wir zu der Gewitterhex. Hi Marlene. Endlich habe ich dich wieder. Lass mich nie mehr allein. Ich habe mich entschlossen, bei dir zu bleiben. Einverstanden? Ich weiß ja nicht so wirklich. Bei mir bleibe für immer, naja, wir beide allein in der fremden Stadt. Wie romantisch, das Hotel hat eure Doppelzimmer. Ach du Scheiße, jetzt habe ich seine Back. Nein! Stürzt mich auch hier ins Wasser. Ach du Scheiße. Na gut. Aus dem Gebiet können wir leider auch nicht fliehen, ohne dass er hinterher wackelt. Oh, wie romantisch. Oh je, die Musik ändert sich schon. Ach du Scheiße. Paare, die sich hier verlieben, werden immer glücklich sein. Ist es nicht eine schöne Geschichte? Totaler Quatsch. Schwachsinn im Quadrat her. Psst, halt die Gosch. Ach, du bist wohl nicht besonders romantisch. Nicht mit dir. Ich schon. Ich glaub fest dran. Hör mir mal zu, es gibt jemanden, den ich sehr, sehr gern mag. Und der jemand bist du, Arg. Wenn ich jemand lieb, will ich, dass er meine Gefühle auch erwidert. Ich werde halt oben zurück sein. Ach du Scheiße.
Werd über deine Gefühle klar, Ark. Grundgütiger. Naja, einseitige Liebe ist halt nicht so wirklich das Wahre und das Gelbe vom Ei und so. Ich kann da das nicht unbedingt versprechen. Ich hab doch ja auch so 2 Melinas so nebenbei noch am Laufen, weil Ark eben toller Kerl, ne? Ach ja, ein guter Schmied hat immer mehrere Eiser im Feuer, ne? Da kennen wir nicht Ratze. Müssen wir vorher noch mit dem Mädel retten oder müssen wir einfach ins andere Zimmer rein? Okay, die Mama ist immer noch im Karneval. Ich leicht an der Gesellschaft, aber ich gehe ins Nebenzimmer und ruhe mich da ein bisschen aus. So, erstmal Penner. Und ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Ah, sehr gut. Ah, so ein Yankee-Kaffee wäre jetzt auch nicht schlecht. So ein 3/4 Kaffee, Viertels Milch und ein bisschen Zucker noch mit drin. Liotto bei Nachttour. Ja, es ist einfach nur ein etwas dunklerer Filter drüber gelegt. Es geht immer noch dieselbe Sache ab. Aber bevor wir uns mit der Gretel treffen, gehen wir erstmal zu der Pink Cloud hier. Hallo, willst du Zuckerwattkaffee? Kostet 10 $. Will ich etwas? Oh jo, hier bitte. Oh, lecker. Wir vermissen zu gutes Erlebnis. Oh Gott, frisst er wie ein Schwein oder was? Und vorher petzen wir uns erst nochmal einen Kaffee rein. Boah. Ja, so wird das gemacht. Und jetzt. Ark. Die rosa Horig, die Unerwelts-Melina. Keine Sorge, der Weise weiß, dass ich hier bin. Es ist schön hier. Dank dir gibt's wieder so schöne Orte. Seit du fortgegangen bist, Ark, ist mir etwas bewusst geworden. Der Kristallnebel und die Schönheit von Christa. All das bedeutet mir nichts, wenn nicht du an meiner Seite bist. Und jetzt habe ich erst gemerkt, wie einsam ich ohne dich gewesen bin, Ark. Ich mag mit dir zusammen sein, Ark. Huch! Fort ist er. Ark, ich hab dich geliebt bis heute Nacht. Das ist dein große Lieb. Und du denkst nicht einmal an mich, Ark. Der Herz ist bereits vergeben, aber nicht an mich. Ich weiß jetzt, du hast mich nie geliebt. Ich hasse dich. Ich hab auch nie was behauptet in der Richtung. Das ging einzig und allein von dir aus, du kleine Grott. Naja, jetzt ist wieder da. Okay, hier ist es auch immer heiß, deswegen petzen wir uns noch ein Eis rein. Boah, geil. Was Softeis liebe ich. So Schokolade-Softeis oder so, das ist unglaublich geil. Bin ich ein riesen Fan davon. Habe ich aber schon lange nicht mehr gegessen. Im Nachbarort haben wir einen Italiener. Der hat hier mit Abstand das Beste in der ganzen mittlere Ostpfalz, würde ich sagen. Und bei dem esse ich auch sehr gern Eis, muss ich sagen. Ich mache jetzt aber hier keine namentliche Werbung für den Betrieb. Aber trotz allem, da esse ich am liebsten Eis hier, um ehrlich zu sein. Jo, jetzt haben wir aber noch etwas gehört von Nixa, habe ich gehört. Aber vorher wursteln wir hier noch in der Gegend rum und nehmen noch mal so ein paar optionale Sachen mit. Da unten sehe ich es doch genau. Ihr könnt euch nicht verbergen. Huch, da ist ein Meisel. Und mit der können wir auf Emoretta. Das ist ein bisschen komisch. Wenn du schnell bist, werde ich dich großzügig belohnen. Willst spielen? Ah, jo. Fertig. Los. So. Das habe ich am Anfang gebraucht, bis ich mal gecheckt habe, dass ich die Kakteen schmeißen kann. Ein Hupper. Ach ja, schön. So. Euch kann ich nicht mal ausweichen, Kumpels. So, da bin ich. Chef, Glückwunsch. 0 Minuten und 22 Sekunden. Wir geben auf. Glückwunsch, nimm das versprochene Präsent an dich. Der steckt links so geheimnisvoll. Okay, danke. Danke für den Kristall. Ich finde hier so kleine Mäusler so unglaublich goldig. Hihi. Und? Oh, du ist trostlos. Du ist trostlos. Erinnert an Luran. Der mal 378 $. Auf dem Steg können wir leider an, nicht gucken, was Sache ist. Es erinnert so ein bisschen an Luran, soll wahrscheinlich vermitteln, dass das hier Geisterstadt ist, die so Wüstung, die Aufgabewoche ist. Aber hier fehlen mal Vitalelixier. Und das mag ich auf jeden Fall auch noch einnehmen. Und an solche Orte merkt man ja auch schon, wie meine Stimme wieder wechselt
vorher etwas amüsant noch und jetzt eher, ja, wieder ernster. Weil das ist halt auch immer so Geschichte bei der Menschheit. Man lebt irgendwo, man zieht weiter und man hinterlässt seine Städte in Ruine. Und das ist dann das, was mein Beruf als Archäologe wieder untersucht. Da ist noch ein Möwe. Okay. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt durchs Mikrofon nicht zu laut. Ich hoffe, das war jetzt wirklich nicht so laut. Aber wir gucken mal, wo uns die Möwe hier bringt. Amazonas. Ich finde es großartig, wie das animiert ist, wie der Arcto als Bündel hinten dran hängt. Der Kai hat ja einmal gefragt auf Facebook, ob ich die Möwe hier selber lenken kann oder ob das automatisch ist. Und dazu muss ich sagen, es ist tatsächlich automatisch. Da kann ich leider nicht viel dazu beitragen. So, jetzt landen wir hier in Grönland offensichtlich. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt schon machen soll oder machen kann. Ich glaube aber, das geht jetzt noch nicht. Aber wir gucken uns auf jeden Fall hier nochmal um. Das muss jetzt sein. Wenn wir schon hier in Grönland sind, dann gucken wir uns auch entsprechend hier um. Hier haben wir nochmal so Höhle, das erinnert an Eklemata. Und die Crackleaf-Musik natürlich. So, hier gibt's 961 Taler. Das ist doch auch nicht schlecht. Und die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Ich muss sagen, es ist etwas schade, dass es so keine Eishöhle-Musik oder so gibt. Final Fantasy IX hat meiner Meinung nach eine großartige Eismusik im Vergleich zu der nerviger aus Final Fantasy VII. Die war ja, das war der einzigste Track, den ich nicht mochte. Pinguinea. Hui, hier leben die Pinguine in der Stadt. Oh, okay. Da ist noch ein Kristall, der auf uns wartet. Hinter hängt ein Bild von einem Pinguin an der Wand. Das ist geil. Das ist so Pinguinsiedlung wie eine Menschensiedlung aufgezogen. Okay. Und was? Oh, der fischt hier sowieso schon Eis. Hehe. Und gucken wir mal, wie er da hinten abgeht, weil ich seine Fische gestohlen habe. Das ist so goldig. Okay. Und was sagst du hier? Okay. Die werden sich wohl ein bisschen wundern, warum ich hier in so einer Gegend bin. Aber erinnert euch an das, was die... Ah nee, sag ich noch nicht. Mache ich noch nicht. Erst später. Okay. Kommt noch. Ah, da ist der Marcel von dem Ort hier. Okay, das ist die Pinguin-Mona Lisa, die hier gebaut wird. Okay, und du mit deinem Tiroler Hut. Immer, aber trotzdem auch in das Iglu. Du bist aber leider keiner da. Okay, ich bin schneller als du mit dem Schlitter. Oder genauso schnell. So, und da ist jetzt noch einer. Okay. Erinnert euch an das, was die Händlerin in Loire gesagt hat. In einer Orchidee kann man ein Pinguin und ein stummes Mädel glücklich machen. Ark verliert die Orchidee. Im Gegenzug erhält er den Mondstein des Pinguins. Wow. Wir können das tatsächlich jetzt schon machen. Krass. Krass. Wusste ich gar nicht, dass das jetzt schon geht zu dem Zeitpunkt. Okay, schön. Dann geht's gut. Wunderbar. Ich habe gedacht, das geht erst zum späteren Verlauf vom Spiel. Ja, krass, krass, krass. Bringt man an das Grab des Helden. Denken Sie mal drüber nach. Das wird ganz zum Schluss am Spiel noch wichtig sein. Krass, ich wusste gar nicht, dass man das jetzt schon machen kann. Man lernt immer wieder was Neues dazu, wenn man spielt. Ich habe gedacht, das geht wirklich nur bei der so gut wie Endpassage vom Spiel. Ja, geil, jetzt haben wir tatsächlich schon einen Mondstein. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, dass der... Entschuldigung, ich muss die Geräusche einfach nur machen, damit es ein bisschen authentischer wirkt, als nur Twitcher-Fieb zu sagen. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, dass der Liam auch einen Mondstein kriegt hat, nachdem er der Schlammhados bei seiner Mannbarkeitsprüfung abgemurkst hat. Der Schlammhados hat tatsächlich den Mondstein gehabt und der Liam hat ihn als Andenken bewahrt und der Ark hat ihn bewusst den Mondstein nehmen lassen. Damit werden 2 Mondsteine geklärt. Was es mit dem Grab des Helden auf sich hat, das werden wir auch noch später erfahren.
Aber jetzt mag ich dir erstmal nicht spoilern und mag's mir dort bei Belossa, dass man hier einen wichtigen Gegenstand kriegt, der sehr, sehr wichtig ist. Okay, aber alles wieder zu gegebener Zeit, was ich dann wieder erklären werde. Okay. Sodela. Jetzt sind wir hier gelandet. Und jetzt gehen wir dort hier zum Hafen. Liottos Hafen. Und die geile Musik wieder. Ins alle kapiert, wenn wir nichts unternehmen, ist es aus. Wer sich zum Kampf gegen die Monster stellt, kriegt das Schiff um. Traut sich dann jemand zu, die Monster zu bekämpfen? So viele gestandene Männer, aber keiner mit Mumm, Ah, da ist, glaube ich, einer Captain. Naja, der Chef soll gehen. Der nächste Turm ist im Osten vom Meer erschienen, mit ihm die Monster. Viele sind verschwunden, wir kennen mich zur Seefahrer. Also lag von, als der Turm erschienen ist. Hey du Fremder, du willst uns helfen. Wenn du die Monster besiegst, dann schenke ich dir ein Schiff. Ja? Machst mit? Ja komm, ihr Feiglinge überlassen die Angelegenheit nur mir. Ehrlich, du machst es? Fantastisch, her. Wenn du bereit bist, gehe ich an Bord. Ich werde dich dann zum Turm bringen. Und ihr liebe Leute, das machen wir morgen bei Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.